Am Hinblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister aus dem Preizerdaul. Et sind des Joer ha immens viele Strassen an Infrastrukturarbechte fir gesinn. Wo gene a wenn sind die Arbechte fertig? Sind immens viele Strassenarbechte fir gesehen, das schon ein Drittel von der Hauptstrasse am Anfang fertig, von der von Platten rumkommt bis mit vom Dorf als Ball fertig. Das auch en vue von dem Assainissement von unserer Kläranlage zu Platten, da gimmer die geht abgehen, da gimmer ob die Regionalkläranlage ugeschlossen oder interkommunal vielmehr ugeschlossen. Und dann da haben wir dann profitiert von denen Kanalarbechten für auch die Strasse neu zu machen. Die Hauptstrasse im Haus sind über 2 Kilometer lang und das invitiert schon praktisch für sehr zu fahren. Da fahren wir dann doch ein bisschen Beengungen, Straßenengungen gemäht, dann Trottoirhybrid gemäht und so weiter, für optisch mal zu weisen, dass den an einem Dorf ist. Und da fahren wir dann demnächst und damit vom Dorf weiter, die zweite Phase und die dritte Phase bis 7 Uhr, das will noch weit und das wird dann noch ein paar Jahre dauern. Dann ist auch noch der Bau von einem synthetischen Fußballfeld vorgesehen. Was tut mit dem Projekt auf sich? Ja, wir haben hier profitiert von einer Entente Jeunesse Ertertal, haben wir die Fußballvereine an der Jugend zusammen. Und wenn man nach einem Projekt am Dorf nicht haben, für den Trainingsterrain soll ein Parking umgewandelt gehen, für beim Centre kulturell Parkplätze zu haben und den Dorfkehr ein bisschen mehr angenehm zu gestalten. Da haben wir gemeint, für gut, wenn wir nur einen Terrain wie hoch wir das synthetisch machen, das kommt dann der Jugend an der Schule zu gut an, das tun wir auch, das ja wollen, wir sind am Gang, de Wien ranzuhöllen und dann wird das schon noch realisiert gehen. Die hat ja gesagt, auch die Schule kann vom Terrain profitieren. Sind da sonst noch irgendwelche Projekte im Bereich Education und Schule geplant? An der Education, da haben wir am Anfang optiert für einen anderen Weg wie alle anderen Gemeinden. Die meisten Gemeinden bauen dann eine große Schule bei den Dörfern. Wir haben eben als Schule am Zentrum vom Dorf erhalten. Und wir passen sie regelmäßig die Begebenheiten an. Und wir gucken noch für sie zu ergänzen mit anderen Gebäuden, die eben angrenzen. Wir haben Post für ein etliches Jahr gekauft. Da haben wir mittlerweile 3 Schulsäle dran, plus den Bastelsaal. Und wir haben letztes Jahr für den Aufforderungen gerecht zu gehen, am Anfang haben wir gesehen, dabei sind den Pavillon, wie wir ihn nennen, gebaut mit 3 Sälen. Da haben wir am März zugefangen. Im September waren einzugsbereit, wo noch an der Maison Relais relativ viel Personal investiert, weil eben du froh nur der Checkservice so groß ging, dass wir immer müssen investieren, für beizubleiben. Wenn du froh Dinge kommen, muss man ja reagieren. Man kaufen noch die Gebäude, die nach Ugrenzen irgendwann ab, wenn man sie dann zu kaufen kriegen. Aber und da verschaffen wir die anderen für eben Bausubstanz. Anderen Missionen zuzufeieren, wie sie eben für tun hat. Ne? Also auch wir gesehen an den Wohnungssektor zu investieren. Also von der Gemeinde her haben wir also die letzten Jahre mehr relativ viel gemäht für Wohnungsbau. Wir haben 2 City selber gemäht, wo die Leute bekannten zu raisonnablen Preisen Bauplätze kaufen und erbauen. Das ist eine City dürfen am Gang, die einfach privat ist. Da haben wir nicht direkt im Moment etwas vorgesehen. Nee. Die war eng von den Gemeinden, die vom Innenministerium für eine Fusion vorgesehen waren. Wie steht ihr dann zu der Propos? Ja, wir sind hier am Kanton am Anfang ein bisschen eine spezielle Situation. Aus der Not gab 1990 ein Syndikat vom Rheiner Kanton geboren, weil wir es hier im Westen ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben. Dafür haben wir uns am Punkt zusammengesetzt mit allen 10 Gemeinden aus dem Kanton, für die Projekte zusammen zu realisieren, die nicht lang kann gehen. Und da hatten wir für das ist ein guter Monteur mit Herrn Halster eine Entrevue, wo wir ihm nachher als Stand präsentiert haben. Und hin ist aber am Anfang nicht darauf eingegangen. Auch deutlich Aussagen, die wir gemäht haben,
und ihn am Anfang nicht interessiert, als Vorgehensweise wir nicht verfassungskonform und nicht basisch demokratisch genug, ob schon auch klar gemacht und das war mir laut Schema, wie man müsste Fusionen, müsste mir mal Dusselding zusammengehen. Man könnte es trotzdem kein Schwamm leisten, man könnte es trotzdem kein Altersheim leisten und trotzdem keine Musikschule leisten mehr. Das alles hat ihn nicht interessiert. Dafür sind wir im Moment nicht wärm für eine Fusion. Wir sind nicht dagegen, aber nicht just fusionieren für zu fusionieren. Wir müssen schon mal das Konzept haben drüber. Die sieht für die nächste Gemengewahlen nicht mehr dabei. Was motiviert dich dann eigentlich immer nicht mehr zu gehen? Die Motivation ist schon von 1989 dabei. Und irgendwann sind dann das letzte Jahr bei meiste den Emil Kalmes abgehalten. Und Motivation kann dat den aus dem Dörf her ist und dat den Dörfeld weiterbringen. Und den einfach nur auch dat versicht der Welt bitte wat größere Gemenge noch hun.